Wie soll ich da überholen, ohne die Straßenmitte zu überfahren? Sag es mir! Führerschein, Theorie, Prüfung, bumm. Wie müssen Sie sich verhalten? Sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen, bremsbereit bleiben, mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeibauen. Also, ja, nee, also das ist ein No-Brainer. Sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. So, ach so. Guck mal, aber Deutschland ist ein Scheißland. Retalk. Okay, ihr wollt mir sagen, wenn ihr da langfahrt, ich sag, meine Antwort ist das einzige Richtige. Ihr wollt mir sagen, dass wenn ihr da langfahrt, sagen wir 30er-Zone, 30er-Zone, ihr fahrt da lang, kommt aus dem Busch einen Ball zugerollt, okay? Ihr wollt mir sagen, dass man dann nur bremsbereit sein muss und nicht abbremsen soll. Digga, ich würde instant, wenn der Ball dazu mir gerollt wird, würde ich instant erstmal abbremsen und gucken, okay, kommt da jetzt ein Kind zugelaufen oder nicht? Beides? Oh mein Gott, ja, aber Retalk fickt dann diesen Test, Digga. Fickt diesen Test. Retalk, nee, lass dich doch nicht mit mir diskutieren. Digga, fickt diesen Test. Was für beides, Digga, also fick doch dann. Bro, gib mir einen anderen Test. Was ist das für eine Scheiße, Digga? Digga, ich bin doch automatisch bremsbereit, wenn ich auf Schrittgeschwindigkeit abbremse, Digga. Was ein Hurensohn-Test. Alter. Sie möchten den Kreisverkehr an dieser Ausfahrt verlassen. Was ist richtig? Ich muss die Radfahrerin die Fahrbahn überqueren lassen. Ich habe Vorrang vor denen, die... Mann, Bruder, ich kreuze nur das an, was ich machen würde einfach, Digga. Weil wahrscheinlich ist es falsch in eurem Deutschland, Digga. Für Deutschland Hater Nummer 1. Ja, ist das ein Blinker oder was ist das? Was leuchtet da bei ihr? Ich muss die Radfahrerin die Fahrbahn überqueren lassen. Ich habe Vorrang vor denen, die Fahrbahn überquerenden Verkehrsteilnehmern. Ich muss die Fußgänger die Fahrbahn überqueren lassen. Guck mal, ist das jetzt wieder mit beiden... Also ich würde halt beides sagen hier. Ist das wieder beides, Digga? Oh, ich hasse, warum macht nur eine Antwort richtig einfach? Ja, das... Sie fahren ein langsames Fahrzeug auf einer Landstraße. Wie können Sie schneller Fahrzeugen das Überholen ermöglichen? Auf den Seitenstreifen in eine Haltebucht auf dem Parkstreifen. Ja, Haltebucht und Parkstreifen. Was ist also bei alles eigentlich? Digga, das ist schon wieder so eine Kack. Also, Digga, auf den Seitenstreifen kann man machen, Haltebucht kann man machen, Parkstreifen kann man machen. Aber wahrscheinlich ist irgendwie Parkstreifen und Seitenstreifen verboten oder so. Keine Ahnung, Digga. Aber juckt da eh keinen. Ach, ich mach jetzt alles. Wo müssen Sie besonders mit plötzlich auftretenden Nebel rechnen? An Flussläufen. Soll ich jetzt auch noch Biologie studieren, du kleiner Hurensohn, Digga? Was? Bro, what the fuck, Digga? Ja, an Flussläufen oder so, an Seen, alles schon wieder, Digga. Ach, Digga. Bitte starten Sie den Film, um sich mit der Situation vertraut zu machen. Okay. Ich hab nicht auf die kmh-Anzeige geguckt. Die bleibt gleich, ne? Zur Aufgabenstellung. Der entgegengekommene PKW wird jetzt... Ach, ich hab keinen Bock mehr auf den Test. Der entgegenkommende PKW wird jetzt ausscheren und die Straßenmitte überfahren, überholen. Was laberst du? Hä, wo ist dieser eine Film jetzt hin? Hä? Ja, der will halt überholen, aber der macht erstmal gar nichts, weil ich da gerade komme. Ausscheren und die Straßenmitte überfahren, überholen, ohne die Straßenmitte zu überfahren, abbremsen und die Straßenmitte nicht überfahren. Ja, Bro, also, Digga, ich weiß doch nicht, was der macht, Digga! Was? Soll ich selbst im Kopf drin sein oder was ist das für eine Scheißaufgabe? Ja, ich hoffe, dass er abbremst und nicht die Straßenmitte überquert, weil ich da gerade angefahren komme. Hä? Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein? Ja, Laub und da kann man nicht abbremsen. Weil man Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht, weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte, weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat. Nee. Bei welcher Substanz kann der Konsum vor oder während der Fahrt zu Fahruntüchtigkeit führen? Kokain, Alkohol. Ja, Alkohol, Kokain und ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich würde es ja auch einfach mal machen. Was ist Bro? Klär mal kurz. Eine Droge. Ja, dann mache ich das jetzt auch einfach. In welcher Reihenfolge müssen die Fahrzeuge hier weiterfahren? Ja, Fahrrad und ich zuerst und er danach. Der Radfahrer, der gelbe PKW, der Radfahrer, der gelbe PKW. Oder was? Der Radfahrer, ich, der gelbe. Wohin müssen Sie rechnen, wenn vor Ihnen ein Lastzug in eine enge Straße nach rechts abbiegen will? Was ist ein Lastzug, Digga? Können die nicht einfach LKW schreiben, Digga? Ist das zu viel verlangt? Womit müssen Sie rechnen, wenn vor Ihnen ein LKW in eine enge Straße nach rechts abbiegen will? Er wird sich besonders weit rechts einordnen, vor dem Abbiegen nach links ausstellen, ja. Ja, und das halt. Welches Verhalten ist richtig? Ja, ich muss warten. In welchen Fällen dürfen Sie eine Straßenbahn links überholen? Wenn die Schienen zu weit rechts liegen, wenn die Fahrbahn keine Einbahnstraße rechts neben der Straßenbahn... Bruder, was... In Einbahnstraßen? Keine Ahnung. Oder ich weiß doch auch nicht. Hier beginnt ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Was ist ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich? Was ist das? Auf regen Fußgängerverkehr besonders achten. Mindestgeschwindigkeit von 20 km/h einhalten. Höchstfaktor beachten. Auf regen Fußgängerverkehr besonders achten.
Ich hab alles halt, keine Ahnung. Die haben sich versehentlich rechts eingeordnet, obwohl sie nach links abbiegen möchten. Wie dürfen sie weiterfahren? Nach links, sobald die Ampel dafür grün ist. Ja, also ich würde jetzt einfach nach links gehen und halt warten, bis dann, ne? Aber ich weiß nicht, was erlaubt ist. Ja, nach rechts oder geradeaus halt. Geradeaus nach rechts. Bitte starten Sie den Film. Oh, schon wieder so ein Scheißfilm. Guck mal, ich gehe auch zur Aufgabenstellung und jetzt wird eh nichts passieren. Wichser. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Ich bleibe hinter der Straßenbahn. Ich fahre rechts an der Straßenbahn vorbei. Ich überhole die Bruder, wie viel gibt's da? Nein. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Ich bleibe hinter der Straßenbahn. Ich fahre rechts an der Straßenbahn. Ja, rechts halt vorbei. Aber nee, das sind halt Leute. Bleib ich hinten dran, Digga. Sie nähern sich eine so gekennzeichnete Haltestelle. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie dort Kinder sehen? Die Geschwindigkeit muss nicht vermindert werden, wenn ein Bus in einer Haltebucht hält. Eine Verminderung der Geschwindigkeit ist nun nur erforderlich, wenn dort ein Schulbus hält. Geschwindigkeit vermindern und Bremsfreiheit halten. Ja. In welcher Situation sollten Sie den Motor abstellen, um Kraftstoff zu sparen, um die Umweltbelastung zu verringern? Digga, woher wusstest du, dass diese Frage aus Deutschland kommt? Wenn ich an einem beschränkten Bahnübergang warten muss, an einem Stoppschild anhalten muss, im Stau absehbar länger warten muss. Ja, das. Ja. Wo dürfen Sie hier parken? In meiner... Ich guck. Einbahnstraße. Ja, rechts einfach, I guess. Nur auf dem linken und... Ja, links und rechts. Doch schon wieder so ein Scheißfilm, Digga. Bruder, kannst du die Auflösung noch schlechter machen eigentlich? Nein, nicht der Hund! Nein! Nicht der Hund! Nicht der Hund! Nein! Ich halte das Lenkrad gerade und fest! Nein! Nein! Ach Mann. Oder keiner würde machen. Real Talk. Welches Verhalten ist hier richtig? Ich muss das blaue Fahrzeug abbiegen lassen. Ich darf als erster fahren. Ich muss das Quad durchfahren lassen. Geradeaus vor links. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst, dann er und dann er. Ich darf als erster fahren. Ja. Diese Kontrollleuchte leuchtet auf. Was kann die Ursache dafür sein? Das steht bei mir die ganze Zeit bei meinem Cupra hier auf Madeira. Ein zu niedriger Reifendruck in einem Reifen. Bei mir steht das seit 10 Tagen, Digga. Ich muss das immer die ganze Zeit wechseln. Ich mach's aber nicht. Also ich muss das aufpumpen wieder. Was ist hinsichtlich der gewünschten Schutzwirkung von Airbags zu beachten? Was laberst du? Der Entfaltungsraum von Airbags darf nicht beeinträchtigt sein. Ja. Airbags können ihre volle Funktion nur bei richtiger Sitzposition. Ja. Airbags können bei Fahrten in der Stadt den Sicherheitsgurt ersetzen. Laberst du? Welche Gefühle können das Fahrverhalten beeinflussen? Depression. Freude und Ausgelassenheit, Ärger und Wut, Angst und Trauer. Oh, okay. Welche Gefühle können das Fahrverhalten beeinflussen? Ärger und Wut, Angst und Trauer. Wenn das falsch ist, dumm. Die Bremse an ihrem PKW wird stark einseitig. Welche Folgen können beim Bremsen eintreten? Längerer Bremsweg, Auswahl des Anti-Blockierungssystems? Vielleicht. Alles. Warum ist es gefährlich, wenn Personen auf dem hinteren Sitz die Sicherheitsgurte nicht benutzen beim Aufprall? Das. Sie möchten auf der rechten Seite rückwärts einparken. Was ist in dieser Situation richtig? Boah, da hätte ich gar keinen Bock zu parken, Digga. Kann ich das auch ankreuzen? Ich rechne mit ausparkenden Fahrzeugen. Achso, ich rechne mit ausparkenden Fahrzeugen. Ich achte vor dem Einlenken auf den Gegenverkehr. Ich schalte das Warnblinklicht an. Ja, Warnblick war ich jetzt nicht. Ich hätte rechte Winkel einfach gemacht. Ja, und das halt. Hä, das ist so dumm. Man muss auf alles achten. Was zeichnet einen verantwortungsvollen Fahrzeugführer aus? Er rechnet mit Fehlern von anderen. Ja, er kann sich mit Straßenverkehr durchsetzen. Was? Er kann sich im Straßenverkehr durchsetzen. Was heißt das, Digga? Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren. Ja, mach ich auch immer. Sie möchten einen LKW mit Anhänger überholen. Was müssen Sie dabei beachten? Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende Fahrzeuge verdecken. Halt doch deine Fresse, Digga. Fahrzeugumriss des Lastzugs. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul, Digga. Real Talk, was ist das? Ach, Digga. Oder mache ich mein Abi hier gerade nach? Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende Fahrzeuge verdecken. Ja, kann sein. Das Ausstellen zum Überholen darf erst unmittelbar hinter dem Lastzug erfolgen. Der erforderliche Überholweg verlängert sich wegen den... Ja, das auch. Da bin ich mir nicht sicher. Man muss ja schon freie Sicht haben. Die Frage ist, wie weit hinten, wie weit vorne, Bro? Also wie weit bin ich... Was heißt unmittelbar, Digga? Wenn ich komplett hinter dem bin, ist scheiße, weil wenn ich dann nach links gehe, kommt Gegenverkehr und ich sehe das... Ich mach das raus. Was kann während der Fahrt dazu führen, dass sie Warnsignale überhören? Hören von lauter Musik, eine Ablenkung durch Telefonieren, das Fahren mit geringer Motordrehzahl. Also wenn das richtig ist, dann habe ich keinen Bock mehr. Sie nutzen in ihrem Kraftfahrzeug während der Fahrt den Spurhalteassistenten. Das System reagiert beim Verlassen des Fahrstreifens nicht. Was kann die Ursache dafür sein? Starker Niederschlag, eine unzureichende Fahrbahnausbeleuchtung? Nee, das nicht. Halt doch dein Maul. Wo stehen meine Fehlerpunkte? 35, ja komm. Leck mein Arsch, Digga. Voila, Digga. Aber ich sag ehrlich...
So ein Quiz. Real Talk. Guck mal, ich habe Vorrang vor den die Fahrbahn überquerten Verkehrsteilnehmern. Ja, aber, Digga, dass man da immer alles ankreuzt, das ist so dumm. Hä? Du Sohn! Überholen ohne die Straßenmitte zu überfahren! Wie soll ich da überholen, ohne die Straßenmitte zu überfahren? Sag es mir! What the fuck? Wie? Bist du dumm? Was? Worauf stellen sie sich in... Hä? Ich check's trotzdem nicht, Digga. Ach, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich soll mich drauf einstellen, was der macht, Digga. Bro, ich hab das gemacht, was ich hoffe, was von ihm, von seiner Seite aus am besten wäre. Und das wäre, dass er einfach hinter dem scheiß Fahrrad bleibt. Ja, Digga, da hätte ich das gemacht. So ein Quiz, Digga. Real Talk. Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte. Ach, Digga, du... Ey, Quiz, Digga. Ich schwöre, Hurensohn-Quiz. Digga, wie soll ich hier erkennen, dass hier ein scheiß Weg ist? Bruder, das sieht für mich einfach aus, als wäre ein erlaubter... Ach, Digga, man sieht hier ganz leichte Kurve, Digga. Oh mein Gott, Digga. Am Straßenschild... Ach, Digga, ja, okay. Okay, ja, ich bin dumm. Hast recht. Mein Fehler. Das war richtig. Hier beginnt ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Wie müssen Sie sich verhalten? Mindestgeschwindigkeit... Ach, Digga. Oh, du... So, weil ich kein Deutsch kann, Digga, Digga, Mindestgeschwindigkeit und nicht Maximum. Ach, du Bast. Ja, das hätte man wissen können, aber... Ach, Digga, ich hab hinter mir nicht geguckt, ich Idiot. Ja, das hätte ich hinter mir geguckt, hätte ich es auch gecheckt. Ich führe eine Gefahrenbremse. Ja, ich hab hinter mir nicht geguckt. Ich wollte den Hund einfach umbringen. Ein kürzlich erfolgter Radwechsel. Du Sohn. Ja, guck mal, also da... Bro, ich sag, alle Fragen, die ich verkackt habe, sind Bait gewesen, Digga. Das war legit entweder Rage-Bait oder halt Bait, das war extra verkackt, Digga. Jede Frage falsch, Bro, jede Frage falsch. Scheiß Deutschland, Digga. Ich mach jetzt Quiz in Luxemburg. Okay, so, das ist schon mein Niveau hier. Welches der beiden Verkehrszeichen bedeutet rechts vor links? Das hier. Weiter. Dieses Verkehrszeichen bedeutet, dass sie an der nächsten Kreuzung Vorfahrt gewähren müssen. Keine Ahnung. Dieses Verkehrszeichen bedeutet, dass sie an der nächsten Kreuzung Vorfahrt gewähren müssen. Ich weiß ja nicht, was dieses Durchstrichene hier heißt. Aber ich denke mal, ja. Dieses Verkehrszeichen bedeutet, sie müssen anhalten, Verbot, diesen Fahrstreifen zu befahren. Oder dass die haben ein Update bekommen, ich habe das noch nie gesehen. Der B-Führerschein erlaubt ihnen ebenfalls folgendes Fahrzeug zu steuern. Ein Motorrad, ein Bus mit 10 Plätzen, ein Mofa. Ab diesem Verkehrszeichen ist Stationieren für Mofas erlaubt. Ja. Wie verhalten Sie sich im Winter ab diesem Verkehrszeichen? Wenn mein Fahrzeug mit dem ARS ausgestattet betrifft, dieses Verkehrszeichen mich nicht. Ich darf überhaupt nicht mehr bremsen. Ich vermeide abrupte Lenkmanöver. Müssen Sie Fußgängern, die die Straße überqueren möchten, Vortritt gewähren? Ja. Obwohl eigentlich nicht, ne? Nein, weil es keinen Fußgängerüberweg gibt. Ich sag ehrlich, eigentlich nicht, aber ich mach mal trotzdem, ja. Bei diesem Verkehrszeichen ist die Parkzeit begrenzt durch Parkuhr. Was bedeutet dieses Verkehrszeichen? Links abbiegen verboten. Muss der Fahrer eines Mofas in einem Umkreis von 10 Kilometern um seinen Wohnsitz die Bordpapiere mit sich führen? Nein. Dürfen Sie bei Stau in den ausgekreuzten Fläche stehen bleiben? Obwohl, warte mal. Ich glaube, man muss den Führerschein immer dabei haben, aber wenn man ihn nicht dabei hat und 10 Kilometer nur weg ist, dann passt es trotzdem, glaube ich. Also wird der wahrscheinlich jetzt gleich falsch sein, sage ich jetzt schon, weil ich mache, ja. Dürfen Sie bei Stau in der ausgekreuzten Fläche stehen bleiben? Nein. Dieses Verkehrszeichen kündigt einen Bahnübergang an. Alter, was laberst du? Bruder, mit Schranken, mit Halbschranken, ohne Schranken. Mit Schranken einfach. Welches ist das Mindestalter, um eine selbstfahrende Arbeitsmaschine von 10 Tonnen zu lenken? Keine Ahnung, Digga. Ich mach jetzt einfach mal 18. In welchem Fall dürfen Sie eine durchgezogene Linie überfahren? Um einen Traktor zu überholen, um ein stehendes Fahrzeug zu umfahren, um zu wenden. Um ein stehendes Fahrzeug zu umfahren. Dürfen Sie Personen auf einem zugelassenen Anhänger transportieren? Nein. Ab diesem Verkehrszeichen dürfen Sie folgendes Fahrzeug überholen. Einen landwirtschaftlichen Traktor, eine Maschine, ein Motorrad ohne Beiwagen. Ein Motorrad. Eine obligatorischen Dieses Verkehrszeichen signalisiert das Ende einer Geschwindigkeitsbegrenzung, ja. Sind Sie berechtigt, als Erster zu fahren? Nö, Digi. Wem müssen Sie Vorfahrt gewähren, wenn Sie aus einer Begegnungszone ausfahren? Nur dem vom rechts kommenden Verkehr, nur dem von links und von rechts kommenden Verkehr, dem von links und rechts kommenden Verkehr und dem Gegenverkehr. Rechts von links einfach. Müssen Sie den linken Blinker setzen, wenn Sie ein Kleinkraftrad überholen? Was ist ein Kleinkraftrad, Digga? Ja. Okay. Das sind jetzt die Antworten.
Okay, Verkehrszeichen A war richtig. War richtig. Oder ich glaube, das ist nicht alles richtig. Kann das sein? Bruder, ich will jetzt meine Ergebnisse sehen. Du Arschloch. Training beenden? Oh, hell, na. Hä, bist du dumm? Ab diesem Verkehrszeichen ist Stationieren für Mofas erlaubt. Ja, ist es. Motorcycles sind Motorräder, aber Mofas ist doch genau das gleiche, oder nicht? Mofa nicht gleich Motorrad? Was? Aber was ist der Unterschied, Digga? Oh mein Gott. Nein, okay, hier, den muss man mir zurückziehen. Ich dachte, Parkuhr wäre Parkscheibe. Da habe ich verkackt. Ich dachte, das Ding hier wäre eine Parkuhr. Also ich nenn's Parkauer. Auf Luxemburg, Parkauer. Also, ne, das ist nicht falsch. Ich wusste das, aber ich wusste nicht, wie es heißt. Ja, wusste ich nicht. Gebe ich zu, keine Ahnung. Wusste ich nicht. Erklärbar? Das ist doch ein Schild, das ich nur geradeaus Vorfahrt habe, oder nicht? Nee. Was ist das dann für ein Schild? Achso, oder nur für die Kreuzung habe ich Vorfahrt. Ist es das? Ah, okay. Ja gut, Schere. Ja, aber sonst war valid. Digga, nimmt dir bitte einer den Schein weg, Bruder. Übertreib doch deine Lage, Alter. Oh mein Gott. Chill mal ein bisschen. Bruder, ja, nimm mir Führerschein weg, Digga, weil ich kurz nicht wusste, was für Schild.